Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast Ultimate Cities. Wenn ihr vielleicht an den Strahlen da gesehen, und nein, das ist kein Bug quasi, dass die so rumlaggen. Es laggt wirklich ein bisschen. Ähm, Ich kann jetzt also im Feed the Beast Launcher einstellen, wie viel RAM vom PC man wird fürs Minecraft verwenden. Ich habe jetzt mittlerweile 5 Gigabyte quasi drauf angesetzt. Und ich bin immer noch bei knapp 20 Frames per Second. Und ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass das Zeug wirklich mein PC überlastet. Oder, also wenn ich da unten alles gebaut habe. Oder ob es den Server überlastet, obwohl er nicht sollte. Weil wir haben jetzt 6 oder 8 Gigabyte von dem Server sind quasi für Minecraft und so. Glaube ich. Wenn ich da richtig mitbekommen habe. Ja, ich weiß nicht. Im Moment geht es noch zum Spielen. Ich meine, es ist noch recht flüssig. Meistens so um die 20 bis 25 Frames. Und ja. Was der heutige Plan ist, das ist noch so zum euch vorwarnen gewesen, wieso dass es mir vielleicht ein bisschen könnte laggen oder so. Was der heutige Plan ist, zuerst einmal alles da wegräumen, also die Solarpanels, wofür, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Ich glaube, da habe ich jedes Mal Welle und einfach nie gemacht. Da haben wir MFA, die ist praktisch nie voll. Sie wär's, wenn ich da wieder Schalter umstelle, dann wird es da langsam aufladen. Und da innen haben wir einen Mass Fabricator, wo UU Matter produziert. Wir haben mittlerweile ähm, mehr als 10 Stacks. Und ja, das sind Solarpanels, was antreiben. Das sind normale Solarpanel und das hier ist ein Advanced Solarpanel. Das wäre natürlich viel gescheiter, wenn ich Hybrid Solar Panels, Ultimate Hybrid Solar Panels würde ich. Für da müssen wir aber noch ein bisschen mit GregTag umspielen und ich will jetzt ja schon mal eigentlich das Haus fertig schaffen. Also den zweiten Stock einmal. Und vielleicht noch einen kleinen Bubble oben drauf, quasi den dritten Stock. Ich muss noch schauen, weil irgendwann muss ich die Portale an tun. Zum Beispiel das da hier fürs Hub. Und noch als zweites habe ich vor, eigentlich, und vielleicht noch als drittes, je nachdem. Ähm, also das zweite ist sicher mal für bestimmte Locations, kann man sagen, in der Welt, wo nur für mich sind. Also zum Beispiel unten bei der Monster Farm oder irgendwo dort hinten oder was weiß ich wo hinten. Damit wir schneller dort hinkommen. Quasi ein persönliches Hub für mich einfach. Und das heißt, ich muss ja schon mal die zwei Beacons da wegräumen. Es gibt vielleicht auch wieder ein paar Frames. Ich weiß nicht, ob die so viel ausmachen, aber wir sehen es nicht. Die Schneemänner, da kommen auch weg. Die weißen Bricks brauche ich im Moment nicht. Und die Solarpanels halt kommen weg. Der Portal lade ich mal noch. Ich meine, es passt. Da wird es reinpassen. Aber es ist halt nur eins. Und ich brauche zwei mindestens. Vielleicht auch maximal, aber ja. Und dann würde ich also das Zeug aus dem Weg rum, will vielleicht einmal den Grundriss festlegen. Und vielleicht ein bisschen das Design schon anfangen, je nachdem. Und dann sehen wir uns gerade. So, das hier wäre quasi eine Vorzeigewand. Ähm, Das hier ist einfach so, weil dahinter ist noch das Gefängnis, wo mal ein Villager drin war und jetzt nicht mehr drin ist. Finde ich voll doof. Wenn wir halt wieder einen holen. Ähm, Machen wir aber was anderes mal. Da haben wir einfach Fenster. Normale Slabs quasi als Rahmen und da noch als Stütze so ein Balken Holz. Da habe ich noch geändert, dass quasi der Eckpfeiler ist mal schwarzer Basalt gsi. Und ich habe gefunden, sieht vielleicht besser aus, wenn es da so, also also ein bisschen weniger Kontrast halt, weniger Material aufs Mal sieht meistens besser aus, weniger chaotisch, ein bisschen mehr geordnet. Darum habe ich einfach da ähm, Slabs genommen und da Holz, darum ist das da hier aus, so, weil ich es quasi um Eis habe übergezogen. Jetzt haben wir da einfach eine gerade Linie, jetzt geht es da auch schön auf mit dem Wasserfall, weil vorne ist es da quasi, ist da sind Slabs gewesen, das Graue, und das hat halt nicht so gut ausgesehen.
Und jetzt geht's gut auf, da haben wir noch ein kleines Fenster. Da muss ich den innen sowieso mal umrichten, also eigentlich anders einrichten, weil das da hier gerade gar nicht. He. Und da oben habe ich mir überlegt, die Terrasse da, wo es ja dann gibt eigentlich, ist, ja, ist ein bisschen klein. Also wenn jetzt noch das da hier unten wäre, ist ein bisschen klein. He. Und das da hier oben wäre dann halt Wasser gewesen und da hat man drauf nochmal gedacht, warum tun wir nicht einfach Glas an? Und zwar die dünnsten sind Glascover und jetzt kann man da drüber laufen. Da wäre die wahrscheinlich keine anderen tun, weil da unten sieht man von unten halt auf und dann will man die sehen. Aber, also da kann ich sowieso dann noch einen einzelnen Wasserfall haben. Und dann würde ich da einen auch noch machen. Und es fängt an Schiffe. Logisch, ist klar. Und ich habe mir mal überlegen, wie ich es echt am geschicktesten mache. Ob ich da soll die Stege lassen, oder ob ich das hier quasi alles soll aufheben. Dann gäbe es auch das Problem von wegen, wie kommt man raus. Ich könnte zwar da quasi eine Stege machen, also so, ich weiß nicht, ob das Mitte ist, aber ungefähr so da und dann geht da im Eingang eine Stege rauf. Das heißt, dann kriegt man da so rauf, flup, und müsste halt schauen, dass man jetzt den Grind anschlägt, dann wäre das halt ein ziemlich grosser Torbogen. Macht man so flup und ist dann da oben und freut sich seines Lebens und hat halt da eine riesige Terrasse. Wie schnell das es doch von klein zu riesig geht. Aber ja, also es würde ungefähr so, so aussehen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es stört mich sowieso ein bisschen, dass, also, ich habe gern Holz. Ich baue gern mit Holz, gern mit Stone Bricks und so. Aber in dem da jetzt dominiert Holz doch ein bisschen fest. Und da habe ich nicht so gern, wenn irgendein Material dominiert. Da haben wir ja überall Holz, oder da haben wir richtig noch Basalt, okay. Da haben wir noch ein bisschen Stone Bricks, Stone Slabs, okay. Aber generell Wood. Auch sogar der Zaun ist aus Holz. Und ja, es wirkt ein bisschen eintönig. So sehen wir ja da. Es ist vor allem braun vom Holz. Und darum bin ich mir überlegen, ja. Wahrscheinlich mache ich es so, die Tinten sieht nämlich gar nicht schlecht aus. Nehmen wir einfach Terrasse quasi als Kontrast. Das sieht auch nicht, also ich finde, das sieht nicht schlecht aus mit dem Holz auf der, also mit der Holzzaun auf der, äh, Slabs. Gott. Wörter, kommt zu mir. Und ich würde sagen, ich baue mal da noch ein bisschen. Die Raummitteilung muss ich noch machen. Das gibt wahrscheinlich dann, das gibt einen kleinen Raum, das gibt einen größeren. Dort genau das gleiche. Und da halt der Gang, weiß nicht, und da ein grosses Fenster. Da denke ich, jetzt muss ich schauen. Und ja, wir sehen uns nachher. Ja, mit diesen 3 Blöcken, da haben wir das Grundgerüst quasi fertig. Da fehlen noch 2 Wände. Da haben wir schon, beziehungsweise habe ich schon Stege gemacht. Das Glas ist auch drin. Da habe ich gesehen, dass es ein cooles Muster gibt, wenn man Glas mit Optifine so in einem Kreuz anordnet. Dann gibt es die normal Kreuz, schräge Kreuz, wie auch immer. Dann da Slab-Säulen, um das Ganze ein bisschen aufbrechen, dass es nicht immer so nach Holz aussieht. Und da außen, wie schon gesagt, dass du hier Terrasse, da in der Mitte Wasser, damit es nicht, also kein Glas, damit man von unten schön rauf sieht. Und von da oben kommt dann noch ein zweiter Wasserfall runter, da ist ja schon Glas drin. Und von wo das der kommt, weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht von da, upsie, von da oben. Was ich da geplant habe, ist da ein, also Portal, wie soll man das nennen? Mir ist schon aufgefallen, dass das, was ich geplant habe, eigentlich eine gute Idee wäre, aber irgendwie gerade scheitert, weil ich zu blöd bin. Wahrscheinlich mache ich in dem Fall, mache ich da?
Also eigentlich habe ich Plan gehabt, dass da Stecken, also da geht wieder ein Stecken rauf, da, weil das ist ja ein Steckenhaus. Von dem her, ja. Und ich habe gemerkt, dass das da hier auch nicht ganz stimmt. Also da ist es so und da so. Egal, da tue ich nachher noch verbessern. Und ich habe Plan gehabt, dass quasi, dass der Raum da oben besteht, also hat das Portal, dort eins und da nochmal eins. Dass quasi 4 Portalplatz haben. Und dann ist das unser Portalraum. Jetzt, wenn da natürlich ein Stegen raufkommt, dann hat da gar kein Portalplatz. Also da hat kein Portalplatz, da hat kein Portalplatz. Und ja, eigentlich habe ich gesagt, ich brauche Nummer 2 vorläufig. Das heißt, ich könnte mal so schauen. Das heißt, dann habe ich dort das Portal und dort das Portal. Und dann geht da einfach oben weg. Das geht auch nicht. Also, dass da quasi so, dass man da so überall laufen kann. Aber da geht halt auch nicht, weil dann, ja. Ja, wisst ihr, glaube was ich meine, kommt man da nicht rauf. Hm, ich muss mir da noch Gedanken machen, wie ich da am gescheitsten mache. Also ich rede auf jeden Fall da oben noch Portal. Das ist, es gibt da nochmal so, ja, nochmal eine Etage quasi, eine letzte Etage. Und dann ist das da so gestaffelt. Ich finde, das sieht echt nicht schlecht aus. Ähm, was ich da plane, Haufen Solarpanel. Dann haben wir haben jetzt schon kein Stromproblem. Aber ja, es wäre doch gut, wenn wir auf andere Art und Weise noch könnten, EU produzieren und MJ halt nur mit den Maschinen da drunter. Und dann haben wir da einfach Haufen Solarpanel. Am besten die besten, also Ultimate Hybrid Solar Panels. Und die sind einfach da angeordnet, auf beiden Seiten. Und ich glaube, das sollte uns genug Strom geben. Also, wenn da nicht genug Strom gibt, dann weiß ich auch nicht. Und dann habe ich mir am Geschichten überlegt, jetzt, wie ich da mache mit dem Portal und mit den Stecken und so. Und dann sehen wir uns, ja, bevor ich es vergesse, ups, da haben wir noch eine Bibliothek. Und zwar, das ist nur so eine kleine. Und da ein Enchanting Table, weil, ja, ich muss mein Zeug einmal wieder ein bisschen reparieren. Zum Beispiel die Boots, die 43 Level kostet. Oder das da, ich glaube, das kostet 28. Nein, 39. Okay, ich kann nicht, wenn ich verbessern kann, aber ja, ihr wisst ja, auf was es rausläuft. Da haben wir Bücherregal, da, das sind keine richtige, also es sind schon richtige, aber es sind nur so halbe, also es ist, ein Teil von der Mauer ist so und der andere Teil von der Mauer ist so. Das heißt, von der innen aus sieht es aus, als wäre ein Bücherregal und von außen aus sieht es aus, als wäre es eine Mauer. Und das ist natürlich sehr praktisch, weil dann spart man sich quasi auf jeder Seite einen Block Platz. Also, anstatt dass ich jetzt einfach da den Gang hätte und es da voll eng wäre und da genau das gleiche nochmal, da auch nochmal, und dann hätte der Tisch auch nicht richtig Platz, habe ich das jetzt einfach so gemacht. Wieso, dass ich da in der Mitte nicht sollte habe, ist einfach, weil der Zaubertisch erkennt die nicht als Bücherregal. Also, nur die ganze und wir brauchen ja 15 von denen und das sind genau 16 da. Und darum hat es da so eine Wand quasi aus echten Bücherregal, Anführungszeichen. Und ja, jetzt begebe ich mich wirklich dran, das Problem zu lösen mit dem Portal. So, das hier ist nicht gerade ein unbekannter Anblick, aber wenn wir uns langsam umdrehen, um die Spannung zu erhalten, boom. Ja, das hier ist, was ich gemacht habe. Wir haben ein Portal, ich glaube, wir haben genug für alle Fälle. Ähm, das mit der Stege habe ich so gelöst, dass es jetzt einfach eine steilere Stege ist, wo da so raufgeht. Blum, kommt aufs Dach rauf. Ich habe gleichzeitig quasi auch gerade noch gelöst, wie ich das Dach machen will, weil ich habe nicht gewusst, soll ich ein Flachdach machen, soll ich ein richtiges Dach machen. Und jetzt haben wir halt ein spezielles Dach, nämlich ein Dach mit Portal drauf. Das da hier ist fürs Hub. Und das da hier sind alles einfach Platzhalter. Die Bücher, die da drin sind, steht ja Overworld.
die sind für jeweils Position so vor dem Portal, also man kann da nicht durch, weil man kann nicht gleiche Welten miteinander verbinden, nur mit verschiedene Welten, darum haben wir das Hub auch in einer anderen Welt, und zwar in der Welt 24, was irgendwie auch noch cool ist. Ich hätte zwar lieber im 22 gehabt, aber 24 ist auch cool. Da haben wir noch eine kleine Springrunde, whatever. Ich habe eigentlich vor, Moment, äh, äh, ich kann mal das Enderei gemacht, grad, theoretisch. Also man kann es machen, da weiß ich. Ups, so, da, wie macht man da? Das Tomb of Alcahest und Block of Diamonds. Tomb of Alcahest sollte man haben. Tomb of Alcahest. Und Diamonds haben wir 6 Blöcke. Der lange nicht, wir brauchen nochmal 2. Dann machen wir doch noch kurz 2. Ups. Machen wir kurz 2. Weil ich würde gern das Drachen-Ei dort rein tun. Dort zwischen rein. Also quasi als Ursprung oder vielleicht auch ob der Wassersäule. Ich glaube, das ist der Kompressor. Ja. Also 5, 6, 8, 9. Ja. Zählen und so. 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 Ein Diamantenblock. 2 Diamantenblöcke. Zum Glück geht das so schnell. Jetzt Diamantenblock. Block. Woodwork. Crafting Table. Es laggt schon ein bisschen. Ich bin jetzt auf weniger als 20 Frames per Second. Und das finde ich ganz ungeil, aber ja. Dragon Egg. Yes. Denn das kann ja leider wegteleportieren. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie kann abstellen. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, niemand kommt da an und tippt das Ding an. Jetzt frage ich mich, ich glaube, ich lasse schweben, so oben dran. Dann machen wir das so. Dann muss ich das jetzt kurz wegmachen. So, Gott. So. Drachenei. Und check. Yes! Da finde ich doch gut. Dann tun wir jetzt, Moment, kite das? Ich glaube, es kite, oder? Fuck! Hm. Abbauen von dem Ding ist auch immer so eine Sache. Oh Gott. Das ist nicht ganz einfach, weil, falls ihr es nicht wisst, Dracheneier sind so eine spezielle Art von Dingen, die man so abbauen. Aber man kann sie abbauen. Ich finde es schade, dass im Vanilla, und ich glaube da im Beast auch nicht, Vanilla Minecraft gibt es keine Möglichkeit, dass man zum Beispiel einen Drachen könnte schlüpfen lassen. Das wäre voll geil. Sagen wir mal. Das ist da vorher gewesen. Der könnte sich jetzt so. Dann sieht es aus, als schwebt. Das war mal weg. Ich würde gerne haben, dass es wie auf dem Wasser schwebt, eine Art. Aber da wird wahrscheinlich nicht so ganz möglich sein. Ausser ich mache es mit einem ganz dünnen Glas. Pane. Da könnte. Wo ist es? Da. Weil, ja, das sieht man wahrscheinlich am wenigsten im Wasser. Da haben wir so ein Glascover. Und das tun wir jetzt da drauf. Da, wir tun da nicht da drauf. Okay. Dann machen wir die ganze Sache nochmal. Vielleicht tue ich auch kurz stoppen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich es geschafft habe, dass das Ding schön schwebt auf dem Wasser. Ich würde sagen, ich habe eine Art Zwischenlösung gefunden. Es sieht aus, als wäre es immer noch so voll schwebend, aber halt mit den 2 Half-Slabs. Es sollte einfach nicht mehr draufklicken. Also vielleicht mache ich noch ein Schild an. Do not click on the dragon egg, cause
That's dangerous for you and me. Okay, da so. Please do not click the wrong egg. Maybe I should do it with CleanMD. Do not click. Okay, so. Jetzt sind wir endgültig fertig. Die Folge hat schon lang genug gedauert. Beziehungsweise ich versuche sie ein bisschen kürzer zu machen. Weil, ja, ich weiß nicht, kürzer und dafür zweimal in der Woche ist, glaube ich, besser als einmal lang. Und ja, mit dem Anblick von unserem Haus aus der Entfernung. Oh, ich finde, es ist gut gekommen. Und nächstes Mal wird keine Baufolge, sondern wir werden uns mit GregTech beschäftigen. Weil, ihr seht ein bisschen Streifen vielleicht noch. Und ich habe zur Verdeutlichung 4 Advanced Solar Panel dabei. Die kommen dann, also das wäre ein Ultimate Solar Panel, die kommen da in die 2 Reihen. Und das wird dann verbunden und liefert mir Energie. Ich finde das schon ganz eine gute Idee. Und, aber für die Advanced Solar Panels brauchen wir leider Iridiumplatte. Und für Iridiumplatte brauchen wir zuerst einmal einen Kompressions- oder Implosionskompressor, irgend sowas. Und für da brauchen wir Machine Casing und das kommt dann wahrscheinlich da unten rein. Und ja, das werden wir alles nächstes Mal erkunden und werden unsere Energieversorgung endgültig doppelt und dreifach sichern. Und bis dann, schreibt mir einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Und falls nicht, auch gerne Kritik, was ich verbessern kann. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.